Hallo, ik ben Trudy en vandaag wil ik met reden over geboorten in de hospitals en waar die kost den grootste chance hebben dat die kost een naturale geboorte in de hospitals hebben. Ik geloof de meeste van de mensen die hebben immer ihre Geburt in de hospitals en meest immer wordt dat verstimmeld dat die niet kost een ganz naturale geboorte hebben. So, ik geloof dat is een wichtiger thema en ik wil daarover reden en jullie geduiden geven over waar je kan de beste opportuniteit hebben om een naturale geboorte te hebben. So, het eerste wil ik betreden over dokters en waar die uitgeleerd zijn. So, dokters die leren niet veel wat over naturale geboorte en waar de geboorte, dat de geboorte technically alles plus met hormonas te doen heeft. Die leren niet veel wat over hormonas en I'm sure dat, like, einzige woorden vielleicht, dat wat je doen zijn, dat wordt van de schulden worden gaan, om dat uitleren. Aber de meeste van wat dokters leren doen is, over woat te operazion, dus woat op baby is dat te nemen, wo al die medicijn te gebruiken, wat te doen en wo de noodlen te spritzen. So, ja, dat stellen over wo dokters leren doen, die leren niet veel wat van, wo een vrouw naturale te ondersteunen, dat die geboorte kan naturaal vergaan. So, ja, dat is een ding te weten, niet immer alles bis nu doen wat de dokter zijn dat, wenn du was een naturale geboorte hebt, dat is beter dat je dat zelfdingen nu zijn voor die zelfs te weten. Wil die te ondersteunen, wenn de dokter is eigenlijk door te bevoeten, wanneer man moet zijn wat aardig doen. En dan zijn dus ook midwives. Dit zijn, wanneer ik rede van een dokter vroeger, ik meine een midwife. Er zijn meerdere verschillende wegen waar die kost een midwife worden. En de midwife is technically een vrouw wat kan met die like thuis zijn, wanneer du was eine Geburt thuis haben. Aber ja, er sind viele verschiedene Wege, wenn eine Frau kann eine Midwife worden. Und ich know, dass Menschen glauben natural immer, dass normal immer, dass eine Midwife ist, sehr für naturale Geburten. Und wenn die auch ein bisschen sind, als Doktor sind, viele Midwives, wenn die dann uitleren, ist, du gehst eine Nursenschule und an die Nurse, was dann die beste Klassen hat gemerkt, die hat die Opportunität, um eine Midwife worden. So, die kann früher unterstützen mit Geburten haben. So, wirklich, das ist nicht, dass die haben viel was mehr über naturale Geburten gelehrt. Das ist bloß, dass die sind eine sehr gute Nurse, die kann dann mit die bei der Geburt sein, wann wo gut auch gehen. Aber ja, die haben nicht viel was von naturale gelehrt. Das ist doch, ein Teil von denen sind doch noch so, dass du viel Haupt um ein Baby haben. Und ja, so ich sehe, du sind viele verschiedene Wege, um eine Midwife worden. Like, du sind immer 10 verschiedene Sorten different midwives. So, mit dem meine ich nicht zu sein, dass keine Midwife wird wirklich die unterstützen mit einer naturalen Geburt. Ich wollte die Midwives, was ich habe, dort werden die früher wirklich bloß Nursen werden, die dann die Freiheit hatten, um mit die Tüßen Geburt haben. Und weil ich mich befunden von denen, dass die sagen, dass sie an, dass eine Frau kann ich für selbst Geburt geben, so motten du mangk foten, wenn es dort ist, wo die Dokters dort sagen, dass sie sind die Rader an der Geburt. Eine Frau, die fehlt die Raden von der Geburt. Und das ist aber nicht, wie das soll sein, wenn es die frühen Körper, die sind gemerkt, dass die kost natural eine Geburt geben. Wenn es unsere Körper sind, kriegst du aus all den Tieren. So, ich weiß, ein Teil von ihnen haben probably auf dem Farm gewohnt, oder die wollten von like Tier haben. Und stell dir mal vor, wie viel Fei hast du nicht, oder andere Tiere auch, was Geburt geben, und die fehlt never Haupt, um ihre Babys zur Welt bringen. So, ja, like, wenn du mal hast Feuer hat, wie viel hast du musst befoten, dass der Kalber kann geboren. Die Körper sind so gemerkt, dass das Baby kann für selbst geboren. Like, meist nie nicht, als du so actually something, dass die Frau nicht gut kann selbst ihr Baby geboren. Die Feuer ihre Hormonas sind kriegt so erschaffen, als was ein frühes Körper. Sie kriegt so viel, als was Feuer kann für selbst ein Baby geben. So fertig würden frühes auch sein. So, wenn du dann mal überdenken lässt, wie viel frühes im Hospital ihre Babys haben, und dass du immer was großartig artig geht, und dass der Doktor dem hat helfen oder raten von der Geburt, dann kannst du bis feststellen, wie viel du artig geht, was du nicht darfst artig tun. Und so viel von das ist, dass die früh ihre Hormonas wird verstimmelt, dass die Geburt nicht kann, so schaffen, als was das soll sein. So ja, dann fertig, fehlt du die Haupt von der Doktor. Aber fertig ist es doch bloß, dass die Doktors Dinge tun, wo das merkt, dass die Haupt fehlt, dass die like wat help veel dat baby eruit te brengen. Dus moet zijn wanneer die doen, zij vaak nu zijn. Jedes Mal wat die doen, die Mutterholz nu zijn, kommst du ein Stopp dichter dabei, dass die wat veel die appariert. Wenn jedes Mal wat die dat doen, dat verstimmelt die Hormonas ein wieder. Und ja, dat merkt, dass die Hormonas
fangen und wenn te schaffen. En du wirst eventually wat die van de wat verken die nu gedaan te die, wat die helpen met die baby te gaan. So wenn ik veel te reden over alle onneedje mols wat je japariert om dat baby nemen. Ik wil ook een beetje reden over einzige dingen wat worden, wo dat niet wordt onneedig zijn. So du kannst vielleicht een deel früher wat hand muss japarieren om de baby's gaan. En dit is jeder jaar worden du meer en meer operationen immer gedaan. Dus du zijn wenja baby's wat naturale geboren doen. En of al die geboorten wat man met wat dokters design doen, dat je moet japarieren om die baby gaan, plus 1,5% van die zijn actually needich. So een paar dingen wat dat worden merken needich, dat die baby, dat je moet japarieren om die baby gaan, als is van de placenta, dus de nieuwe geboort. Van dit het loslaten, voor dat baby uitkomt, dan hast du in beste tijd, wat du niet meer wat oxygen ben zijn, en de placenta, so die baby wat dan niet, die baby kan niet verlangen meer oxygen du van kriegen. So dit normaal, als eine Ursache, woran du wirst dann sollen operieren, wenn die Baby hat, dat wat dan anfangen, also so busig zu gehen oder sacht zu gehen, wenn es meint, dass der kriegt nicht mal genug Luft. Nach ein Ding, eine Ursache wird sein, wenn die Neugeburt wird zurückkommen, für das Baby geboren wird. Wenn das passieren wird, dann hast du about 7 Minuten, was dem Baby sterben wird. So, ja, wenn die Neugeburt wird erst kommen, das ist also eine Ursache, woran du wirst dann die werden sie schwindersmäßig operieren, für den Baby wird sterben. Und nach einer Ursache wird sein, wenn der Band wird erst zurückkommen, für irgendwas von der Baby rüberkommt, wenn es das ist, dann, dass der Band hängt rüber und dann sagt der Babykopf dann ab und dort klammt dann auch der Oxygen auf, dass du kann nicht mehr Oxygen oder Blut durch den Band durchgehen oder das Baby. So ja, einmal sind die Dinge, was passieren dann, dass du musst operieren, um den Baby haben. Aber wir merken hier steht, dass diese Dinge passieren dann. Diese Dinge dort sind so wenig, dass die passieren dann. So, ja, really, dort all die Mal, wo immer was die appariert, das ist so verken nicht neidig. Dat is zo verken wat du das hier, dat eine Frau ein Blutdruck, either te hoog heeft oder te leeg heeft aan de geboorte, oder dat Baby hart wordt te boezig oder nicht boezig genoeg gaan. En zo veel de dingen wat dit merken passieren, als wenn du ergens Medizin oder drogas, die doet es dat je met zien dat de geboorte zal dat boezig gaan, like dat upspeeding, oder dat je dat de al die betäubungsmittel dan. Al diese Dinge, dat is wat met die Baby hart stellen en ook de Frau een Blutdruck. So zou je verken wat je japariert bent te zijn dat Baby hart jengt te boezig. En technically, ja, wenn das hart te boezig jest, dan moet je japariert. So dann wirst du vielleicht denken, dass das wird so neidich oder whatever. Aber basically, wenn die Frau nicht wird haben, all die Medizin angenommen, dann wird der Baby hart oder der Blutdruck nicht sein verstellt gehen. So, ja, das ist noch ein Ding, wo du dann merkst, dass das nicht mehr von wie viel Mal du japariert wird oder nicht ganz so neidig ist. So, like, einzige von diesen Dingen, ja, appelats, like, du musst japariert werden, um den Baby raten. Aber wenn du nicht würden sein, all die Dinge in den Körper gepumpt, dann würde es nicht sein passiert zu dem Körper oder zu dem Baby-Körper. Und dann würde das sein Mähliche was, dass du hast, wahrscheinlich könnte den Baby natural geboren. Dann will ich auch noch über ein paar Dinge reden, wo Doktors, die würden fair sein, dass das eine Ursache, dass die Matzi appariert wurden, aber dass das nicht wirklich ist. Ein von denen ist, wenn die heute das erste kommen. Das ist actually normal auch, wenn das kann passieren. Ja, das ist auch bloß normal, wenn die heute das erste kommen, wenn das auch nicht rief ist, aber du hast nicht mit Arreich in den Körper, was du willst, wollten, wo das Baby zu geboren. So erfahren in der Hospitals, wollen die einmal Hand, dass du das auf den Regen legen für die Geburt. Und das ist actually nicht fein, like, even wenn du was durch die Vagina den Baby geboren, das ist die beste Position für den Doktor, wenn es der kann dann das nächste sein, aber für die Früh, du legen, das ist nicht so gut, wenn du das satten oder stehen, das ist dann viel leichter für den Baby dann rüberzukommen. So, wenn dein Baby mit der Fight kommt, dann musst du für sure nicht sollen legen. Das ist normal, das ist, wo du Dinge auch gehen, wenn der Fight das erste kommt. So, wenn das Baby mit der Fight das erste kommt, dann wirst du für sure satten oder stehen. Und das Baby soll nicht angeführt werden, was das ganz bürten ist. Wenn der Körper bürten ist und der Kopf nach Bahn ist und das Baby dann wird angeführt, das ist, wo das Baby sich dann anfängt zu verfehlen oder das wird anrührig. Und das ist dort dann, wo sie merken, dass das Baby ein Kopf wird fast werden oder dass das Baby wird probieren zu atmen, für das ganz bürten wird.
So jetzt die Doktors willen die immer sein, dat het nicht, oder dat is so gefährlich, wenn die vielleicht das erste kommen dann. Aber wenn der früh nicht verstimmelt wird, dann dat kan alle naturale geboren, dat met de feit ook das erste kommen dat, en dat er nicht actually wat aardig worden dat. Nog eind is, wenn die Babys hand gescheten an dat Butter. So, normaal, ik weet wie dat weet met de dokter früh is wat ik gebruiken deed, wenn die antwoorden dat deze sheet am Butter is, dat meint automatically dat die Matte japariert. Dat geloven die is gefährlich. En dit is aber ook nog een ding wat normaal is. Eind van 3 Babys worden an der Butter schieten. So dat sagt die dat dat is normaal en dat passiert so rief. Van al die Babys, aber like das van 1 en 3, wir zijn dat zijn 1000 Geburten, wo die Babys hand an der Butter nangescheten. Plus ein von dort, wo das anholen, und wenn die dann anholen, dort ist nicht fan, dann kann die eine Entzündung an der Lunge haben. So ja, das ist really up to the mom. Wenn du glauben lässt, das ist okay. Das ist, wenn dein Baby wird an der Butter angescheten und du die überfallen lässt, das ist okay. Normal, das wird immer okay sein. So bloß wenn der Doktor die das Food sagen, oh, du hast Schied an den Butter, wir machen die Foods operieren, like, sei dir, dass sie sollen im Bett warten. Und du kannst du selbst even denken, wenn das lang nicht immer als das actually wird gefährdet wird. Das passiert actually an der Geburt von meinem ersten Baby. Der Doktor früh, der will in Zeit über meine Blueswutter brechen. Und ich sehe einmal nicht da und ich freue mich so, dass ich das heute nicht gesagt habe. Wenn ich das würde Eier getan, dann würde es dann genug Zeit gewesen, dass ich würde im Hospital fahren. So ich hatte mein Baby tschüss. Und ja, dat mijn Butter dat verbruikt voor zelfs. En dat is actually fijn, wenn du das nicht die Luten die Butter breken, wenn du dat durch das Luten breken. Das ist normal, wo das dann anfängt, dass du viel mehr Weide auch hast. Wenn der Butter dann breken dat, normal du hast du sie einmal wat Butter, wat zwischen das Baby auch Kopf ist und dient du dann alle, wo das Baby soll rüberkommen. So wenn du die Butter das breken für das Baby, oder für das für selbst dat, dann merkt dat der Kopf du in absaten dat, für die Hormonas, dat sie wieder gemerkt haben. So das ist, wo dort dann Ferken anfängt viel weiter zu tun, wenn die Butter wird gebrechen für das für selbst dat. So ja, das wird, wo der merkt, dass nicht Leute, dass die können meine Butter brechen, wenn ich weiß, dass dann, wo das anfängt viel weiter zu tun. Und wenn meine Butter dann für selbst brechen dort, dann sagen die, dass du wieder Schied am Butter bist. So dann sieht der eine früh zu der andere, dass sie so ein Fuß das Hospital fahren. Wenn dann kommt eine Ambulance, dann nur den Haus und dann wird die Fuß zum Hospital genommen, wenn es das an der Welt meint, dass die mit Fuß appariert, wenn du so Schied bist. Aber zum Glück, dass mein Baby das wird, dass die Geburt nur dem, so da wird gleich genug Zeit, dass die Ambulance eben kommen können oder dass die können mich im Hospital nehmen. So für das bin ich immer sehr dankbar, dass meine Mutter nicht wieder Eier gebrechen, wenn ich weiß dann noch nicht so viel, dass ich mir die Wut handfahren könnte unterstützen. Ich weiß, dass wenn die mir Wut gesagt und mir müsste appariert, ich würde han gehört in der dort luten down. Aber ja, nu kann ich mein Baby, du weinst aber natural han, und den wird nicht geworden, even though du heute gescheten. Und warum ist das normal, wenn Babys kann schieten an der Baby, oder an der Wutter? Wenn du den Baby ganz bei der engen Schwangerschaft hast, dass dort ein ausgewachsenes Baby ist, die schieten, wenn die sind so weit gewachsen, dass die kann schieten. So, wenn du den Baby willst, like 10 Wochen tätig haben, das Baby wird vielleicht noch nicht reut sein zum Schieten. So, das ist ganz normal, dass wenn du hast ein Baby gehabt bei der engen Schwangerschaft, die schieten, wenn sie kann. Der Körper sind so weit, du verreut gemerkt, dass die kann. So, das meint nicht, immer, dass wenn das Baby gescheten hat, dass die so viel Stress haben. Das ist ein, wo die immer Wellen operieren, wenn sie glauben, wenn du schiet ist, das Baby ist dann nicht mehr ruhig, nur mal die das dann schwimmen nehmen, für das Baby wird warm. Und ja, wenn das Baby gescheten hat, das meint aber nicht immer, dass das Baby wird ist. Meist immer die Hand gescheten, bloß wenn das ist, like, die sind weit genug gewachsen, dass die sich kein selbstladig merken. Und dann will ich auch noch reden von, wenn die Wutter brechen das meint auch nicht immer, dass das, wo man ordentlich ist. Ich weiß, hier hat das so, wenn die Wutter ist gebrechen für 24 Stunden, dann macht die appariert. So merken, wenn die Geburt dann nicht so abusig wohnt, in ein paar Stunden, für das dann 24 Stunden ist, dann merken die den Medizin an, dass es anfängt so abusig zu treiben. Und normal, das ist bloß, wo die Weide dann für die Früh viel Eier merken das, und dann nimmt die dann nach Betäubungsmittel, und dann hast du 2 verschiedene Medizin an den Körper, und das ist, was dann mit dem Baby erhört und mit dem Blutdruck verstellen wird. Wenn es eine von den Medizin ist, um das Baby, die Geburtanfang busier zu treiben, dat speedt dat Baby erhört ab, und dann die Medizin, um die betäuben, dat merkt das Baby erhört sachter. So nu hast du 2 verschiedene Drogas in den Körper, was verschiedene Dinge zu dem Baby erhört tun.
So ja, dit is dan wo een deel fangt aan aardig te gaan met die baby en dan moet die japariert. Aber was ich will sagen wird, dort wenn die Mutter breken dat, even wenn es für 24 Stunden breken ist, das meint nicht, dass die Mutter japariert. Solange uns die Früh nicht Fieber kriegen dat und die Früh aber gut trinken dat, dann ist das normal, dass du kannst länger gehen, dass die Mutter, dass die nicht sparen dat. Wenn du Fieber kriegst, dann meint dann, dass du erst eine Infektion und dann würde es vielleicht besser sein, dass Baby Rüte kriegen, für was anderes hat. Aber solange es die Früh nicht Fieber hat, ist das ganz okay, dass das Baby kann du länger sein, even wenn die Mutter alles die Brecken für überfahren von die Stunden. Ich weiß von einer Frau, der Mutter wird die Brecken für 18 Tage, für der Baby geboren wird. So ja, das meint aber, dass du was mehr trinken, als was du normal ist. Und nicht bloß unbedingt Mutter trinken, dus du wirst auch wel genug Salz kriegen und auch Hugo von Operazion, so wenn du eben Operazion mit Salz essen. Diese Dinge sind gut, um die Mutter abbrühen, wenn du weißt nicht, dass dein Baby soll tätig werden. So, ja, wenn die Mutter für so lange gebrochen ist, solange du genug fließend an den Körper ist und du nicht Fieber kriegst und dein Baby auch gut bleiben wird, dann ist das nicht gefährlich, die darf nicht japariert, dus wenn das die Mutter wird gebrochen sein. Und mein letzter Punkt hier, eins der Dinge, was Pferden merkt, dass der Früh dann die japariert wird, ist, wenn der Früh wird so viel verstemmelt. So, even wenn du das in ein Hospital fahren, dort fängt das an, die Hormonas zu verstellen, wenn es das erst eine andere angeht. So das Beste, wenn du kannst Geburt geben, an der steht, wo die dir ganz möglichste fallen ist. Aber even wenn du das in einem Hospital fahren, das meint nicht, dass das allmählich ist, dass du kannst eine naturale Geburt sein, aber das ist wichtig, dass du das dann von dann wieder die Hormonas proben, so zu beschitzen als möglich. So viele Dinge, die kann mit den Hormonas verstellen, als wenn der früh Angst hat, wenn das 2 Tage leicht ist. Die meiste Mal wird eine früh, dass der Geburtsfreien anfangen, eine Nacht, wenn es eine Nacht ist, wenn die Melatonin das heißte ist, und das ist eine Hormona, die du brauchen das für naturale, ja, dass die Hormonas alle losluten, und dass du eine naturale Geburt hast. So wenn du eine Geburtswehen bist und wenn das eben da ist, oder du in ein Hospital kommst, dann ist es gut, dass du probst, dass du dies zu merken, wenn es das wird, den Körper helfen, all die Hormonas loszuluten. Meine Dinge, die die Hormonas verstimmen, ist gut mit fremden Menschen umgehen. So, wenn du nicht so bekannt bist mit dem Doktor, oder wenn meine verschiedenen Nursen immer an die Stufen ankommen, dann, und ja, wenn die was fertig neu sein, dass die Blutdruck neu sein, oder die Mutterholz, oder wenn die dann für das Baby hart harten, das actually verstimmelt das Baby oder nur so, wenn das Baby dort gleich nicht die Maschine zum nur das hart harten. Das merkt, dass die Mutter und die Mama ihr Buch wählen das, und das ist unmöglich für das Baby. Also das merkt das Baby actually, dass er gestresst. So, einfach die Kostüm ist so fertig näher sein als möglich. Oder wenn die würden alle 15 Minuten kommen, nur den Baby horchen, frau die würden bloß alle, einmal die Stunde kommen und es steht so fertig. So das haupt dann, dass den Baby nicht, dass nicht so viel wird und den Baby. Und ja, wenn du so viele Menschen an die Stufen ankommen und rausgehen, das machst du mit deinen Hormonen. So ein Ding, was du willst tun, ist eine Person mitbringen, mit wem du gut bekannt bist und wem du vertrauen lässt. Und dann sein, dass du nicht so einen Doktor oder Nursen ankommst, sodass dann hast du dann den Mann und diese andere Freundin, die gut bekannt sein mit Geburt. Sodass diese Frau, die konnte mit dir sein, und wenn du würdig sein, dann wird dann ein Doktor oder eine Nurse holen, tun wird nur sein. Aber ja, wenn du das später nicht in Deutsch Menschen immer dort immer nankommen, an die Geburtsstufe, wenn es das fängt an, die mit den Hormonen zu verstellen. Wenn die Hormonen werden so verstellt an der Geburt, das ist dann, wo der Körper anfängt abzuhören. Wenn du so viel Stress hast oder ja, du die nicht möglich fallen lässt oder du nicht möglich bist, dann fängt der Körper an, andere Hormone zu produzieren, die dann sind, zum helfen den Körper, dass die Geburt abholen wird. Wenn es viel davon gerät, wenn der Körper sich nicht ganz 100% sicher fallen lässt, dann will der nicht haben, dass das Baby soll geboren, wenn es für den Körper das ist dann gefährlich. Das ist nicht gut, wenn das Baby geboren wird, für die Mom 100% möglich ist. Wenn es nur die Geburt, eine Früh ist schwach, du verlässt den Teil Blut, du hast mehrere Stunden durchgegangen, wo dein Körper so schwach schaffen wird. So, wenn dein Baby wird geboren, für das sicher ist, die Mom ist dann zu schwach, um sich ihr Baby auch beschützen. Und das ist, worum der Körper dann anfängt, Hormone zu produzieren, um die Geburt zu abholen. So,
ja, wenn du was dat gelijk gaan met die Jeburt en hospital te gaan, dan wil ik die toeroeden dat du nu zijn dat du die zeer makkelijk en motiverend is aan hospital en proben nicht te veel die Hormonas luten te verstimmeln. Wenn's das normal, wo die Hormonas dann abhören mit schaffen und wo die Medizin dann anfangen, dass die Meier und Meier die werden allerhand anmerken, dass das soll bleiben bin schaffen und all das, dann dort fängt das an, bis so zu verstellen, dass normal die Früh die muss dann eine Operation haben, wenn den Körper die will das nicht handelt, das Baby geboren soll und die Doktor die will noch behandeln das soll und ja, da kann nicht viel was Gutes von kommen, wenn du was zwei verschiedene Wege von dir reden. Ich hoffe, das Video hat geholfen für jeden, die wollen eine Geburt im Hospital haben. Das ist möglich, eine naturale Geburt im Hospital zu haben. Ich rede für so viel 10 Geburten in Hospitals zu haben. Und das ist nicht, dass ich glaube, dass das unmöglich ist. Das ist ganz viel Sachen möglich, aber das ist bloß, dass die meisten Doktor die unterstützen nicht oder die wollten nicht so erfahren, wo dort die unterstützen, dass die nicht so tun, die früh ihre Hormonas zu verstimmeln. So, ja, für jeden, die wollen, eine naturale Geburt im Hospital zu haben, dort schafft, die müssen du bloß gut verstehen. Und I'm sure dat wat je dan ook verschieden zijn, du nu aan wat van de hospitals du best. En wel jullie dokters zijn uitgeleerd, wenn es krijgt zoals dat schoof over 10 verschiedene wegen een midwife te zijn. I'm sure dat du zijn krijgt al die verschiedene wegen ook wat dokters doen uitleren. So, ja, I'm sure dat je hebt samen goede dokters, aber du worden immer dokters zijn, wat du bloß so verschuiven doen, dat die soll geoperiert worden. So, ja, ik hoop dat dit have geholpen, dat die worden een beetje beter weten bij jullie te ondersteunen, dat die keine naturale Geburt in de hospitals ook gaan. En ik wil ook blij zijn dat ik zie niet een dokter of een nurse en ik wil ook niet zijn. Met al dit wat ik zijn doe, ik proef me niet zo te doen. Dat ik inzie, wens ik gleich dollar like über de naturale dingen te leren en den Körper leren naturaal te ondersteunen. Mijn interessant is veel dollar. Ja, leren we de Körper natural kan schaffen en dat möglich merken dat meine frühest Kind eine gute naturale Geburt haben. Wenn's dat darf nicht nötig sein, dass du jetzt reden das oder dass du so viel Weide hast oder dass du eine rakerschen lange Geburt hast oder you know, all die dumme Geburtengeschichten, was du hören das ist normal nicht, was das schaffen soll. Und ich weiß, dass die sein immer viel, dass ja, you know, wenn's wie gesindig hat, das ist, wo Gott das dann bemerkt hat, für like, you know, der Früh soll weiter haben eine Geburt. Aber technically, das Flucht, der ist eingekommen, wann Jesus 13 Jahre alt wird. So, ich glaube dort nicht, dort Menschen glauben, dort die Geburt muss so dumm sein und dort das meist allmählich ist für eine Frau, dass die keine naturale Geburt haben. Und wenn das Baby durch die Vagina kommt, dann sind es so eine dumme Erfahrung, als was für die Frau, dass die niemals mal Kinder haben. All diese Dinge, das ist nicht normal, das ist nicht, was der darf schaffen. So ja, das ist, ich will haben, dass die sollen weiten, ich probiere mich nicht zu tun als ein Doktor. Und ja, I'm sure dass du sind some gute Doktors, aber die meisten Doktors, die, I don't know, die sind nicht so fair, dass das soll fan gehen für eine Frau in einer Geburt. So, ja, ich will bis dass die das sollen verstehen, ich bin nicht ein Doktor. Und was ich lernen das ist, jede Frau kann du eine Route über annehmen, oder du Leben vernehmen, dort was dann für dich schaffen wird. Und ja, die lernen zu in Städten, so dass du kannst die Geburt haben, was für die dann eine gute Geburt sein.